Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zum Köln-Ding der Woche. Mir gegenüber sitzt der Mann, der mehr Trauscheine ausgestellt hat als die Captain auf den Traumschiffen dieser Welt, der liebe Uli. Oh, mir gegenüber sitzt der Fraktionsvorsitzende der Blauen Partei im Stadtrat, Frank Mausbach. Wie man sich vorstellen kann, nach dieser Vorrede geht es heute um nichts Geringeres als unser Rathaus. Ja, es gibt kaum einen Ort oder ein Bauwerk in Köln, an dem an den meisten Tagen zumindest so viel romantische Liebe auf schnöde Bürokratie prallt wie in unserem Staatsrathaus. Staats Rathaus ist auch grundsätzlich richtig, wenn man den Rathausturm nimmt. Der Rest drumherum von dem Ensemble ist, sagen wir mal, eher gewöhnungsbedürftig. Allerdings der Rathausturm ist wirklich ein wahnsinnig beeindruckendes Gebäude. Vor dem Bau war die Skyline der Stadt, sag ich mal, geprägt von Kirchentürmen. Und mit der Fertigstellung 1414 wurde der erhabene Turm zum Symbol dafür, dass Köln eine Stadt der Bürger ist und von Bürgern auch regiert wird. Somit ist der Rathausturm auch ein sichtbares Zeichen der Emanzipation von der Kirche. Vorausgegangen war der Verbundbrief. 1396 wurde eine neue Verfassung für die Stadt verabschiedet, in der sich die Handwerker über ein kompliziertes System ein paar Sitze im Stadtrat organisiert haben. Und zum ersten Mal haben Bürger mitregiert an dieser Stelle. Und das war eine kleine Sensation. Und das wollte man auch entsprechend zeigen. Und zeigen konnte man das am besten, indem man es in Beton gießt. Und so hat man 1407 angefangen, den Staatsrathausturm zu bauen. Ja, das war das wachsende Selbstverständnis der Bürgerschaft und sollte natürlich gleichzeitig repräsentieren. Und dieser Turm sollte auch zusätzlich noch praktische Funktionen erfüllen. Also es ist quasi wie so ein Herrenduschgel unter den Rathaustürmern, so Haare, Körper, Feuchtigkeit, rohrfrei, alles in einem. Ganz oben war die Wachstube des Feuerwächters. Die große Höhe ermöglichte ihm natürlich einen super Blick über die Stadt. Und wenn Feuer war, konnte direkt die Feuerglocke bimmeln und die komplette Bevölkerung war gewarnt. Daneben gab es auch noch natürlich einen Sitzungssaal, die Ratskammer. Es gab noch eine Waffenkammer. Es gab das erste Stadtarchiv hier in Köln. Keine guten Erfahrungen grundsätzlich mitgemacht, aber da war das allererste Stadtarchiv. Und ganz unten im Keller gab es auch noch was. Ja, da gab es den Weinkeller, war, glaube ich, mit am wichtigsten von allem. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ne? Der Rat hat mal schön seinen eigenen Wein da gelagert. Ja. Der Turm war dann 1414 fertig und überdauerte die Zeit recht gut, muss man sagen. Der Turm hätte auch noch weiter überdauert, wenn dann nicht der Bombenkrieg die Stadt in Schutt und Asche gelegt hätte, unter anderem auch den Rathausturm. Und es stand faktisch nur noch ein Torso des Rathausturms, der eigentlich nicht mehr zu retten war. Ja, aber da haben die Leute, sag ich mal, die Rechnung ohne Bernhard Günther gemacht. Der war nämlich Gründer und Inhaber der Elektrofirma Günther, was auch sonst. Der war Präsident der Kölner Handwerkskammer, der war Stadtverordneter und er war auch im Deutschen Bundestag. Also der Mann war Hans Dampf in allen Gassen. Und letztendlich war dieser umtriebige Elektromeister glühender Verfechter des zügigen Wiederaufbaus des Rathausturms. Daraufhin hat er dann dafür gesorgt, dass die Bauhütte Rathausturm gegründet worden ist. Da hat man Geld gesammelt für den Wiederaufbau. Als allererstes hat man einfach nur schnell ein Gerüst in den Turm reingebaut, damit der nicht weiter kaputt geht. Stand ja nur noch ungefähr 2/3 davon. Und dann hat man angefangen, den Turm wieder aufzubauen. Mit den Mitteln, die man über die Bauhütte Rathausturm eingesammelt hat. 1950 war die zweite Grundsteinlegung und kaum 25 Jahre später war man fertig. Die hat auch eine Figur, eine, sag ich mal, sehr, sehr berühmte Fratzenfigur, die die Zunge rausstreckt, die heißt, Uli? Der Platzjabeck. Platzjabeck, kann man kaum sagen. Ne? Also wie auch immer, wenn man den mal gesehen hat, der streckt die Zunge raus, da könnte man, sag ich mal, interpretieren, der würde den Stadtrat verspotten, aber das ist im Endeffekt falsch. Denn im Jahr 45 hat der Rat diese Figur selbst in Auftrag gegeben und auch die Rechnung dafür bezahlt. Von daher, ich denke nicht, dass sie sich selber verspotten wollten. Der im Stil der Spätgotik errichtete Rathausturm ist reich mit Zinnen und jede Menge Gedöns, was da so dran ist. Aber am auffälligsten sind natürlich die insgesamt 124 Figuren von Persönlichkeiten der Geschichte der Stadt Köln.
Die standen auch schon bei der allerersten Version des Rathausturmes auf den verschiedenen Zinnen, 124 Persönlichkeiten, die die Geschichte der Stadt Köln repräsentieren. Nur nach dem Krieg war natürlich erstens keine von den Figuren mehr übrig und zweitens war dieses Figurenprogramm, sofern es man noch rekonstruieren konnte, etwas aus der Zeit gefallen. Das war ja schon ein paar hundert Jahre alt und man wollte das neu machen. Daraufhin hat man also eine Historikerkommission beauftragt mit der Fertigstellung des Turms, ungefähr 1975. Könnt ihr euch nicht überlegen, welche 124 Persönlichkeiten aus der 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Köln das Recht haben, ihren Platz auf dem Rathausturm zu finden? Ja, die haben auch 124 gefunden, aber keine Frauen. Fast keine Frauen, die haben dann ein Figurenprogramm vorgeschlagen. Das sah vor, bei 124 Figuren 5 Frauen zu berücksichtigen. Daraufhin sind die Grünen im Stadtrat amok gelaufen, haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit, das kann überhaupt nicht sein. Die Historikerkommission wurde nochmal in den Keller geschickt, hat nochmal ein Jahr lang beratschlagt. Am Ende sind es jetzt 19 Frauen, immerhin. Immerhin. Im Erdgeschoss befinden sich die Persönlichkeiten, das sind die Herrscher und die herrschergleichen Personen. Danach folgen vom 1. bis zum 3. Obergeschoss für die Stadt wichtige Persönlichkeiten und ganz oben ist der Kölsche Himmel, also die Schutzpatronen der heiligen Stadt. Die Frage war nur, als man 1975 den Turm fertiggestellt hatte, woher kriegen wir jetzt die neuen Figuren? Weil das kostet ja Geld. Die Stadt war wieder klamm, hatte kein Geld dafür. Also ist man hingegangen und hat sogenannte Paten für die Figuren gesucht. Diese Paten mussten allerdings auch die Kleinigkeit von 25.000 Mark mitbringen. Damals immerhin der Gegenwert eines Audi A80, um diese Figuren zu bezahlen. Das Ganze mal 124. Als man hingegangen ist, Götten gegangen. Götten ist? Ja, betteln. So, oder ein netterer Begriff für Betteln. Und dann hat sich dann, sagen wir mal, die Kölner haben sich dann auch nicht lumpen lassen, ne? Also Saal Oppenheim, die Agrippiner Versicherung, Dumont Schauberg, die Schütte AG, Gerling, wer auch immer, also alle haben schön die Taschen aufgemacht und haben die Figürchen bezahlt. Diese Figuren wurden dann von Kunsthandwerkern erstellt oder erschaffen aus einem ganz bestimmten Kalksandstein. Und jetzt muss man sich in die Zeit der 80er Jahre zurückversetzen, da waren die nämlich dann irgendwann fertig, also 1980er Jahre. Und da war die Zeit des sauren Regens. Das heißt, saurer Regen in aller Munde. Und man hat sich überlegt, wir müssen diese Figuren konservieren. Und dann hat man das einzig vermeintlich Richtige getan, nämlich diese Figuren einer Acrylharz-Volltränkung zu unterziehen. Das bedeutet, dieser Kalksandstein wurde nicht nur in einen Bottich getaucht mit Acrylharz, sondern mit Druck wurde jede einzelne Pore des Steins mit Acrylharz zugekleistert. Das hatte zur Folge, dass die Figuren, die schon 100 Kilo schwer waren, dann letztendlich bis auf 300 Kilo, sag ich mal, anwuchsen, ja, oder dicker wurden oder wie auch immer. Also der Body Mass Index hatte nichts mehr mit vorher zu tun. Und zusätzlich wurden die auch noch brüchig. Weil, das kam nämlich dann später raus. Die Figuren standen schön auf dem Rathausturm. Von den 124 Figuren wurden 116 dieser Acrylharz-Volltränkung unterzogen. Und auf einmal sah man, oh, das tut dem Stein vielleicht doch nicht ganz so gut. Eine Figur drohte durchzubrechen, die war schon durchgebrochen und drohte abzustürzen. Daraufhin hat man in einer Nacht- und Nebelaktion alle Figuren vom Rathausturm runtergeholt und hat mal einen gefragt, der sich auskennt. Das war dann ein Sachverständiger, der hat gesagt, was habt ihr gemacht? Kalksandstein, Acrylharz-Volltränkung, herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Stein getötet. Weil durch diese Acrylharz-Volltränkung kann der Stein sich bei heißem Wetter nicht mehr ausdehnen oder wenn es kalt ist, nicht mehr zusammenziehen und dann reißt der schlicht weg. Jetzt stand die Stadt vor dem Dilemma, alle Figuren wieder runter, bis auf 8 übrigens, die nicht getränkt worden sind. Und dann mussten wir neue Figuren her. Aber man war sich ja für nichts zu schade, man ist wieder hingegangen, Farina, Oppenheim, Stadtsparkasse, könnt ihr nochmal eine Figur rauslassen, die ersten haben wir verhunzt. Und fast alle haben tatsächlich die Figur dann zum zweiten Mal nochmal neu bezahlt. Ja, die haben wahrscheinlich auch gefragt, wer hat das denn eigentlich zu verantworten? Und hat, wie in Köln üblich, hat er gesagt, er will wieder keine Gewäse sind, also wie auch immer. Man hat dann, wie gesagt, diesen französischen Kalkstein genommen und diese 124 Figuren stehen jetzt wie ein Mann und Frau natürlich. Und wenig Frau. Und wenig Frau, also immer noch wenig Frau, sage ich mal, wunderschön auf diesem Rathaus. Und das kann man sich auch sehr schön bei einer Lotsentour vom Uli einmal anschauen. Also vielleicht nicht alle 124, aber
die wichtigsten. Und dann sieht man auch, dass die einer gewissen Logik folgen. Ganz unten stehen Herrscher und herrscherähnliche Personen. Die uns bestens bekannte Agrippina hat ihren Platz da gefunden. Dann kommen 3 Etagen um die Stadt verdiente Persönlichkeiten. Und ganz oben ist der Kölsche Himmel. Da sind die ganzen Kölschen Heiligen wie Hilly Oerschel, Gaspar Melchior und Balthasar. Ja, und auch der Jan von Werth. Und noch der Jan von Werth. Der steht aber nicht bei den Heiligen. Nee, der steht im 2. Obergeschoss. Und dann stehen da noch solche illustren Figuren wie zum Beispiel Maria Clementine Martin. Das ist nämlich die Klosterfrau Melissengeist. Ja, sehr gut. Aufgepasst. Der Karl Marx ist auch dabei. Karl Marx, Chefredakteur der Kölnischen Zeitung. Die hatten ihr Büro direkt um die Ecke. Unter anderem steht auch Johann Maria Farina da, der Erfinder des Eau de Cologne. Jacques Offenbach. Komponist. Nikolaus August Otto, Motorenerfinder. Und zusammen mit Eugen Langen haben die erste Motorenfabrik der Welt entwickelt, damals noch im Schatten des Doms, später in Döx, heute die Deutz AG. Konrad Adenauer, den muss man, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Und Willi Ostermann, den muss man, glaube ich, auch nicht wirklich vorstellen. Aber Josef Kardinal Frings steht auch da. Ja. Hört mal in unsere Folge rein, die wir Ding gemacht haben. Ja, übrigens auch haben wir eine Folge über Jan von Werth gemacht. Und eine Folge über Katharina Henoth, die auch ihren Platz da gefunden hat. Und über Agrippina natürlich. Ne? Also das ist eine ganz schöne Cross-Promotion hier, mein lieber Herr Gebäudereiniger. Severin von Köln ist auch dabei. Der Herr Kolping, Edith Stein. Also wie gesagt, 124 illustre Leute. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manche Namen habe ich noch nie gehört. Und das klären wir bei einer der nächsten Folgen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaut demnächst mal aufs Rathaus mit einem etwas anderen Blick. Wir bedanken uns, Madet Jod und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.